Die Martha hat das so schön umschrieben, es braucht mehr Initiative, in Wahrheit ist es ums Geld gegangen. Einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen, die Sie noch aushalten nach diesem erkenntnisreichen 2 Tagen. Ich muss für mich selber sagen, es war unglaublich viel, was wir in diesen 2 Tagen gehört haben und was wir, denke ich, alle auch mitnehmen. Aber es wird jetzt noch einen Höhepunkt geben dieser Tagung, die dem Thema der Sprache, der Wirtschaft, des grenzüberschreitenden Miteinanders, des Austausches und natürlich auch des gegenseitigen, wahrscheinlich auch Befruchtens gewidmet ist. Ich bin sehr glücklich, dass wir hier ein Podium haben, das zusammengesetzt ist, wo man schon sagen kann, die sind nicht nur regional unterwegs, sondern auch international unterwegs. Ich darf ganz herzlich begrüßen, ich beginne von Ihnen aus rechts gesehen mit Christian Schwarz. Ich erspare Ihnen jetzt alle Ausbildungen und alles, was er gemacht hat, sondern ich sage Ihnen nur das Wichtigste. Wir haben hier den Direktor der KELAG International. An seiner Seite Eva Strauß-Podlogar, sie ist Direktorin der Entwicklungsagentur Oberkrain. Sie war früher Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. An ihrer Seite haben wir Benjamin Vakurnik, den brauche ich hier, denke ich, nicht weiter vorstellen. Er ist Präsident des slowenischen Wirtschaftsverbandes und als solcher natürlich international tätig, aber auch als Unternehmer. Und der letzte im Bunde ist Andreas Scherwitzel. Er ist Bürgermeister, er ist 3. Landtagspräsident und wir hatten ihn auch letztes Jahr bereits hier. Und das wird jetzt meine einleitende Frage sein, die nur an ihn gestellt wird und dann nicht an die anderen auch. Denn ich glaube, wir sollten auch etwas Werbung dafür machen, dass unsere Tagungen auch ihre Auswirkungen haben. Ihre Auswirkungen unmittelbar haben. Und das hat Andreas Scherwitzel letztes Jahr aufgenommen. Den Ball, den wir hier gespielt haben, wo wir gesagt haben, im Bereich des vorschulischen Unterrichts braucht es noch etwas mehr Initiative. Und er hat diesen Ball aufgegriffen und hat das unmittelbar umgesetzt. Und das möchte ich an den Anfang stellen, damit man einfach sieht, wie erfolgreich wir auch sein können im Weitergeben von Überlegungen, die dann umgesetzt werden. Bitte schön. Ja, danke. Ich glaube, das Mikro ist eingeschaltet oder nicht? Muss ich? Aha, okay. Ja, danke, Martha. Die Martha hat das so schön umschrieben, es braucht mehr Initiative, in Wahrheit ist es ums Geld gegangen. Aber es stimmt, wir haben die Novelle des Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes beschlossen in Kärnten und wir waren im engen Austausch auch mit Bernhard Sadomnik, der ja beides repräsentiert, sozusagen Volksgruppenvertretung, aber auch die Sicht des Bürgermeisters sieht, der in einer Gemeinde die elementarpädagogische Einrichtungen betreibt und das war ein sehr konkreter und großer Erfolg, dass es letztlich gelungen ist, ohne jetzt auf die Details eingehen zu wollen, weil sonst hätten wir eine Fachtagung über das Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes, aber dass es gelungen ist, weil viele von Ihnen kennen das, es gibt in Kärnten 2 Finanzierungsschienen, aber insbesondere im Zusammenhang mit den elementarpädagogischen Einrichtungen der slowenischen Volksgruppe, den sogenannten Kindergartenfonds. Und die Förderung wurde neu gestaltet, nämlich dergestalt, dass entweder jeder Träger eine Fördervereinbarung mit der jeweiligen Gemeinde haben muss, wo er tätig ist, oder im Bereich der Volksgruppe sozusagen eine Vereinbarung mit dem Kindergartenfonds, damit wir dort keine Konflikte zustande bringen. Und das ist tatsächlich umgesetzt worden und gelungen. Wiewohl wir im engen Austausch sind, nach wie vor, das Ende der Fahnenstange ist bei weitem noch nicht erreicht, weil es braucht nicht nur die Initiative, sondern es braucht das Geld.
Und wenn wir vieles haben, aktuell, aber Geld haben wir keines mehr. Ich habe gerade gehört, dass ja jetzt heute die jüngsten Prognosen auf Bundesebene gekommen sind. Also von dem, was vor 14 Tagen gesprochen wurde, dass wir bei der Gesamtstaatsverschuldung die Konvergenzkriterien einhalten werden, sind wir in der Zwischenzeit meilenweit entfernt. So viel zum Thema Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit vor Wahlen und nach Wahlen. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist es eine Riesenproblematik, aber ich glaube, dass wir mit dem Gesetz große Fortschritte erzielt haben, auch für die Volksgruppe in Kärnten. Und vielleicht noch ein letztes. Wir haben ja auch mit Dr. Inzko gerade unlängst im Kärntner Landtag diskutiert bei der Vorlage des Berichtes zur Lage der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Auch ausgehend von der OGM-Studie, die ja erstellt wurde oder beauftragt wurde von den Volksgruppenorganisationen. Und wir haben diese Thematik nach wie vor, nämlich in der Volksgruppe ganz besonders, die Schnittstellen beim Übergang der einzelnen Bildungseinrichtungen, aber auch was die Sprachqualifikation betrifft. Und ich sage das ganz offen, mir macht es große Sorge, und genau das haben wir diskutiert, dass wir zwar immer mehr Anmeldezahlen haben, auch im Kindergarten bereits beginnend, in den zweisprachigen Kindergärten, dass wir hohe Anmeldezahlen haben für die Primarstufe in der Volksschule, teilweise auch für die Sekundarstufe, aber dass leider sehr häufig Slowenisch bald den Charakter einer Fremdsprache bekommt und weniger einer Volksgruppensprache, weil es zu Hause jetzt nicht gesprochen wird, also im familiären Umfeld. Und das merken wir dort. Daher sind gerade zweisprachige elementarpädagogische Einrichtungen ganz besonders wichtig, weil man dann wieder Slowenisch als Volksgruppensprache festigen kann. Also so viel zu diesem Thema und wir werden dann in weiterer Folge noch ein paar Belange dazu diskutieren, aber wie gesagt, ich glaube, da haben wir noch einiges zum tun, aber es ist auch einiges gelungen. Vielen Dank, das war mir wichtig an den Anfang zu stellen. Jetzt zurück zum Thema des heutigen Abends. Es ist übertitelt mit der Aussage Erfolge, Herausforderungen und Aussichten der Zusammenarbeit zwischen Slowenien und Österreich. Da gibt es sehr vieles mit Sicherheit zu sagen. Vielleicht eben auch noch einmal anschließend an das, was Andreas Scherwitzli jetzt gesagt hat. Und was heute und gestern schon immer wieder im Zentrum gestanden hat, all der Aussagen, all der Beiträge, die Wichtigkeit von Sprache als Kapital. Als Kapital, natürlich sind mehrere Sprachen eine selbstverständliche Voraussetzung, aber es wäre natürlich schon sehr wichtig, wenn die lokalen Sprachen, also die Sprachen der Nachbarländer, so beherrscht würden, dass man das nicht nur verwendet als Fachsprache, sondern eben auch als Kultursprache. Und das ist natürlich die Frage, inwieweit das jetzt auch eine Rolle spielt bei dem, was international möglich ist und was international eben auch in der Zwischenzeit geschaffen worden ist. Wir haben jetzt 20 Jahre EU-Beitritt Sloweniens. Ab dieser Zeit ist ja sehr vieles möglich geworden, nicht nur in der Zusammenarbeit mit Slowenien, sondern insgesamt auch mit dem Balkan. Mich würde jetzt interessieren, und das jetzt von allen 4 am Podium teilnehmenden Diskutanten, was sich so in den letzten 20 Jahren diesbezüglich getan hat und letztendlich was auch die Volksgruppe dazu beigetragen hat, dass dieses Miteinander besser funktioniert hat, dass dieses Miteinander stärker aufgebaut hat werden können, dass dieses Miteinander eben auch vielleicht letztendlich Ausgangspunkt war für weitere wirtschaftliche Initiativen, auch in größeren Räumen. Und ich fange damit an mit Christian Schwarz, dem Direktor von KELAG International. Ja, vielen Dank. Ich kann und werde mich logischerweise auf die Perspektive des Unternehmens KELAG beschränken. Wir sind seit 2008 international tätig. Das ist jetzt noch nicht so lange her, wenn man weiß, dass wir über 100 Jahre alt sind. Es ist aber trotzdem schon ein gerüttelt Maß an Erfahrung, die wir sammeln durften. Und wir haben auch mit Unterstützung von Benjamin unsere ersten Schritte auch tatsächlich in Laibach getan. Wir haben dort ein sehr, sehr kleines Unternehmen erworben, die Interenergo. Damals waren es so 7, 8 Mitarbeiter.
Wenn ich jetzt zurückblicke, wie wir heute agieren, auch als KELAG und auch als Gesellschaft, es hat damals 2008 im Aufsichtsrat der KELAG durchaus Diskussionen gegeben und das war kein Clear Case, dass die KELAG erstens überhaupt international tätig ist und dann noch dazu nach Slowenien geht, wo die Erfahrungen Jahrzehnte davor jetzt durchwachsen waren. Und es hat geklappt und es hat geklappt. Warum? Weil die handelnden Personen an das geglaubt haben, dass das etwas ganz Selbstverständliches ist. Sprich auf Seiten der KELAG mit Unterstützung eben von Vertretern der Volksgruppe, jetzt namentlich auch den Benjamin hier nur zu erwähnen, aber auch seitens der Kollegen in Laibach, die daran geglaubt haben, dass wir da gemeinsam was auf die Füße stellen können. Und das hat sich dann den gesamten Westbalkan runtergezogen und Sie haben vorhin die Sprache angesprochen. Also ein Erfolgskriterium, wir sind jetzt mittlerweile ungefähr 15, 20 Mal so groß wie am Anfang 2008, waren eben auch wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen relevanten Ländern Ex-Jugoslawiens, die von Laibach aus oder in den einzelnen Ländern die Sprache beherrschen, weil Sprache ist mehr als nur ein Verständigungsinstrument, Sprache ist Kultur. Und was ich schon behaupten möchte, ist, dass wir als Österreicher ein gewisses Auftreten am Balkan haben, das die Augenhöhe quasi nicht nur als Schlagwort verwendet. Und ich glaube auch, dass das mit ein Grund war, mit den lokalen Kollegen, dass wir hier viele, viele Schritte weitergekommen sind. Ich darf jetzt einfach die Frage weiterleiten, bevor ich zu Frau Eva Strauß komme, an Benjamin Wakornik, weil du jetzt angesprochen worden bist, Benjamin, als derjenige und in dem Fall als Volksgruppenangehöriger, der so in etwa der Türöffner war, jetzt auch für die KELAG in etwa, aber nicht nur für die KELAG, sondern denke ich für mehrere, für dein Unternehmen selber, aber auch für andere Unternehmen. Und da kann man schon behaupten, dass die Sprache, die Kultur, das Wissen letztendlich auch um die historischen Zusammenhänge eine große Rolle spielt, dass man Türöffner sein kann, aber auch selber erfolgreich sein kann. Und das einfach jetzt ein bisschen in Bezug auf die letzten 20 Jahre, wo wahrscheinlich diese Initiativen verstärkt worden sind. Hvala lepa, danke sehr. Jaz bom govoril, ich werde in Slovenisch sprechen, jaz bom govoril v slovenščini. Sprva prav lepa hvala za vabilo za današnji večer, gospod Hren, Mohorevi družbi, Marta Štokar, tebi tudi za moderacijo. Na to tvoje vprašanje glede sodelovanja ali pa 20 let Republike Slovenije v Evropski skupnosti, težko bo to danes na tem podiju vse to povedati. Pri tem pa bi rad nekaj izpostavil, kot gospod dr. Švac je tudi povedal, osnova za sodelovanje, biti uspešen v novih regijah je znanje jezika, je znanje kulture in tudi spoštovanje do jezika in spoštovanje tudi do kulture. Seveda je bilo, to meni bilo že položeno v zibelko, da sem doraščal dvojezično in sem seveda na ta način zelo veliko prednost dobil in lahko tudi povem, da kot pripadnik slovenske narodne skupnosti na Koroškem še čutim nekako tudi privilegiran biti član narodne skupnosti slovenske, kajti tu se zelo veliko tudi lahko nasploh razviješ naprej. In če tudi samo mojo poklicno pot gledam, je bila osnova moje poklicne poti, jaz sem se osredotočil na trg Zapadnega Balkana, kjer sem pač obvladal te jezike, pa tudi to kulturo in sem vedel, kje so tudi te moči in hvala Bogu so tudi določena podjetja, s katerimi sem sodeloval, dobila zaupanje v prvi vrsti v mene, v osebo, pa seveda tudi v mojo ali pa našo firmo. Pri tem bi rad pa tudi pohvalil predvsem, moram povedati, avstrijsko, pa tudi nemško kulturo, kajti oni so zapazili, da tukaj živi na jugu Avstrije slovenska narodna skupnost, ki govori oba jezika in kako z njim sedaj nekako započeti na Zapadni Balkan.
in so se tukaj zelo dosti, jaz bi rekel, koristili naš koroške Slovence, kaj ti vedoč, da poznamo jezik, kulturo. Pri tem bi tudi rad nekaj povedal, kar je gospod dr. Incko že danes pa včeraj povedal, tudi veliko avstrijskih bank pa nemških se je vedno poslužilo koroških Slovencov na določenih mestih, vodečih mestih, kjer so vedeli, da je tukaj znanje. Isto pa tudi, Marta, mislim na Južnem Tirolskem ni drugač, ko določeni večji koncerni prehajajo v Italijo, da najprej je prva postaja Bozen in potem se pa vpraša, kako se gre naprej. Tako da bi jaz rekel, jaz bi mogoče tukaj zdaj dal še nekaj bi še rad povedal, tega se moramo vsi zavedati, največji profiter širitve Evropske skupnosti je izključno Avstrija. Zakaj Avstrija meji neposredno na vse tiste države, ki so se nekako priključile Evropski skupnosti, preko Mačarske, preko Slovaške, Češke, potem gremo naprej v Romunijo, o Sloveniji da ne govorimo. In na vse zadnje, zamislite se nekdo, ki je v Evropski skupnosti in je v mestu, kaj pa bi rekel, Lizbona ali pa v Parizu, kako dolgo pot ima on preden da pride v Bratislavo, medtem ko se lahko iz Dunaja v Bratislavi v 50 minut po Donavi pelješ. Tako da se malo zavedamo teh naših prednosti. Hvala. Vielleicht noch eine Zusatzfrage, weil du angeführt hast, auch den Südtirolern geht es ähnlich oder ist es ähnlich ergangen, dass wir natürlich jetzt aufgrund der Sprachen- und Kulturkompetenz doch sehr stark auch international gefragt sind, die Ladiner noch mehr. Wenn du zurückdenkst, so 30 Jahre, bei uns ist man wahrscheinlich in den 50er Jahren auch noch etwas gebückt gegangen, weil man sich nicht so wertgeschätzt gefühlt hat und weil wir nicht so wertgeschätzt waren. Wir haben dann mit den 70er Jahren den aufrechten Gang gelernt und jetzt muss man aufpassen, dass er nicht zu aufrecht wird. Frage an dich. Ist das auch ein Phänomen, das vielleicht die Kärntner Slowenen nachvollziehen können, dass man sagt, wir fühlen uns jetzt einfach in den letzten 20 Jahren doch stärker wertgeschätzt und unser Selbstbewusstsein ist in den letzten 20 Jahren aufgrund eben auch der politischen Veränderungen, aufgrund unserer Wichtigkeit eben auch im wirtschaftlichen Bereich angestiegen? Zagotovo je to tudi pripomoglo, da smo postali seveda še bolj pokončni, čeprav za mene osebno lahko jaz povem, jaz se nikoli nisem čutil nekako, da ne bi bil pokončen, ker prihajam tudi iz ene družine, kjer smo bili v to smer tudi že nekako vzgojeni. Pri vsem tem je pa seveda danes lažje biti pokončen, kot pa mogoče 20 ali pa 30 let nazaj, ampak to je pač razvoj in ob vsem tem je pa osnova vsega tudi znanje in jaz mislim, če človek nekaj znaš, nekaj veljaš in če nekaj znaš, potem si tudi lahko bolj pokončen, ker se potem tudi tega ne bojiš, ker veš, da si napram nasprotniku na isti ravni. Das schließt an eine Aussage, die heute auch gefallen ist, dass Sprachen zu kennen ein großes Kapital ist. Du hast es jetzt ausgedehnt auf Wissen und Können. Das ist ein großes Kapital und ist wahrscheinlich in Zukunft ein größeres Kapital als das Monetäre. Ich komme jetzt zu Frau Eva Strauß-Podlogar. Sie war, ich habe es vorhin schon gesagt, Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und als solche eine derjenigen, die mit großem Engagement schon immer grenzüberschreitendes Miteinander gesehen hat, aber insgesamt einfach die Stärkung des eigenen Landes in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das, denke ich, kann man mit Fug und Recht behaupten, ist ihr auch sehr gut gelungen. Sie ist jetzt Direktorin der Entwicklungsagentur Oberkrain und diese Region ist ja auch eine, die sehr stark prosperiert. Man merkt es vor allem auch im Tourismus. Man ist imstande gewesen, dort sehr große Schwerpunkte zu setzen, aber nicht nur. Was war so
das, was in den letzten 20 Jahren sich verändert hat in dieser Region Oberkrain, aber vor allem auch in dem Miteinander mit Kärnten, Koroška. Ja, hvala lepa res za povabilo najprej, hvala lepa za zelo lepo predstavitev. Ja, mislim, da lahko skozi moje tudi službene karierne izzive opišem to sodelovanje. In zakaj res ta širina, ki sem jo znala pokazati, tudi ko sem bila na ministrstvu kot državna sekretarka, in zakaj se z Benjaminom poznava že izpred tega obdobja, ker sem bila 15 let tudi direktorica turizma na Bledu. In turizem sam po sebi širi obzorja, povezuje ljudi, more prepoznati, kako pomembno je, da smo sosednje države partnerji in kako pomembno je vedeti, da imaš svojo slovensko narodno skupnost, ki je vedno nekako zaveznik, promotor, pomočnik tudi pri aktivnostih, ki jih delamo skupaj. Zato bi, mislim, da ste danes, da je kolega iz Kärnten-Werbung že omenil Alpe Adria Trail, ampak meni se to zdi res 740 kilometrov možnosti za pogovore, dobrega sodelovanja in za prenašanje naše bogate skupne kulturne dediščine, izpod Velikega Kleka preko zelo lepega in pomembnega dela Slovenije, torej od Kranjske gore, Bleda Bohinja, potem v dolino Soče, čez Brda do italijanske strani v Milje oziroma skoraj do Trsta. Tako da ena od morda teh produktov, ki mislim, da nas je zelo pozitivno zaznamovala, bi in širila tudi to našo pozitivnost, delila z našimi gosti, bi to vsekakor izpostavila. Po drugi strani je od vsega začetka tudi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se vse skozi povezovala s Slovensko gospodarsko zvezo zelo uspešno in pred 4 leti tudi podpisala dogovor o še boljšem, še več izzivov skupnih, kar je pomenilo, da smo svoje partnerje, glede na to, da delamo veliko na področju kadrov, gospodarstva, podeželja, ki je tudi izjemno pomembno, in seveda turizma, da se obiskujemo primeri dobrih praks, organiziramo obiske uradne tudi sejmov tukaj na Koroškem in seveda vedno, ko kaj potrebujemo, to moram priznati, se takoj obrnemo na Slovensko gospodarsko zvezo in seveda pomoč tudi dobimo. Naprimer, v zadnjem času veliko govorimo o tem, kako biti še bolj prisoten tudi z produkti slovenskimi, ali pa prav konkretno iz Zgornje Gorenjske, na novi tržnici v Beljaku, ker je tudi ta ponudba zopet dodana vrednost v tem prostoru. In glede na to, da sem bila ravno v tem tednu skupaj tudi z profesor dr. Danico Purg, ki je ustanoviteljica in direktorica prve poslovne šole v našem delu Evrope, če rečem IEDC, ki je zelo tudi poudarjala dobro sodelovanje z Koroško in vedno boljše v bistvu, glede na to, kako močna je zdaj tudi Koroška v znanosti, v znanju in v znanosti, je seveda tudi tukaj izjemno pomembno sodelovanje. No, tako da mislim, da je dobra baza, kaj smo naredili že v teh 20 letih. Strinjam se seveda, da je jezik izjemno pomemben. Izjemno pomembno ga je čim večkrat uporabljati in tukaj bomo pač imeli vseeno tudi skupni izziv za našo mladino, ki v trenutku zelo hitro preskočijo na angleščino, ne glede kateri situaciji. Tudi naprimer z balkanskimi državami, ker bi se še tako lahko razumel, ker so slovanski jeziki, pa mladi zelo hitro preskočijo na angleščino.
Hvala. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich denke, das Miteinanderarbeiten könnte vielleicht dazu beitragen, dass man dann auch überlegt, nicht nur in Englisch sich zu unterhalten, sondern vielleicht eben auch die Sprache des Nachbarn zu verwenden. Ich persönlich meine, dass Englisch eine Geschäftssprache sein soll, aber die Sprache des Nachbarn eigentlich die emotionale Sprache, in der man sich eben auch am Feierabend unterhalten kann. Wir haben jetzt über Sprache geredet, wir haben über Projekte geredet, die in den letzten 20 Jahren möglich geworden sind mit den Voraussetzungen, die gegeben waren. Immer wieder natürlich ganz prominent angesprochen für dieses Miteinander der slowenische Wirtschaftsverband. Benjamin, deine Rolle und die Rolle deines Verbandes spielen in dieser Grenzregion, die bis weit in den Balkan reicht, eine unglaublich große Rolle und ich hoffe sehr, dass das auch entsprechend gewertschätzt wird. Ich gehe davon aus, dass das der dritte Landtagspräsident, der Andreas Scherwitzl, auch so sieht, wobei natürlich eben auch für die Politik eine große Rolle spielen, neben all diesen Voraussetzungen, die Wirtschaft schafft und sehr vieles schafft eben auch Wirtschaft, sind natürlich auch also die politischen Zielsetzungen, die Möglichkeiten, die man auch politisch schaffen kann und natürlich auch Infrastrukturen letztendlich. Auch Infrastrukturen spielen eine große Rolle. Wir haben heute auch wieder über Infrastrukturen gehört, wo man nicht weiß, also wer profitiert jetzt davon. Aber ich denke schon, wenn man vernünftig ist, dann weiß man, dass man, wenn man nicht so groß ist, dass es sehr sinnvoll ist, eben auch zusammenzuschauen und Infrastrukturen dann eben so zu sehen, als eine Möglichkeit, einen größeren Raum besser zu vermarkten. Und es geht natürlich auch also um Voraussetzungen, die über die Grenzen hinausgehen, die auch von der Europäischen Union geschaffen worden sind und die lokal mit unterstützt werden. Wir haben ja von einer Reihe von Projekten gehört, die grenzüberschreitend auch möglich sind. Andreas, an dich jetzt das Wort zu all den Überlegungen, was möglich war in den letzten 20 Jahren und was du jetzt auch als Zukunftsprojekte siehst. Danke. Zunächst noch eingehend auf die Frage, die du aufgeworfen hast, Sprache als Kapital. In dem Zusammenhang darf ich nur daran erinnern, dass eine Grundvoraussetzung, um bei der Europäischen Union einen Job zu bekommen, also erwerbstätig sein zu können, das Beherrschen von 3 Amtssprachen der Europäischen Union ist. Also das ist die Grundvoraussetzung, um zum Konkurs überhaupt zugelassen zu werden, also zum Auswahlverfahren. So, das ist ein gewaltiger Benefit, den wir in Kärnten haben. Insbesondere die Angehörigen der slowenischen Volksgruppe, sie sprechen muttersprachlich Slowenisch, sie sprechen zumeist muttersprachlich Deutsch und Englisch, so wie es bereits angesprochen wurde, ob als Geschäftssprache, ob als Alltagssprache, die Sprache der Jungen, mit der sie kommunizieren, ist heute ohne dies eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, jeder Kärntner Slowene, jede Kärntner Slowenin bringt das als Benefit a priori schon mit. Das heißt, unter dieser Prämisse ist das ein gewaltiges Kapital und ein gewaltiger Schatz, den wir in Kärnten haben. Das Zweite, was ist geschehen? Ich habe ja Zeit gehabt, während meine Vorredner gesprochen haben, ein bisschen zu reflektieren und man denkt ja natürlich an seine eigene Biografie ein wenig zurück. Und als ich 1986 mit dem Studium in Graz begonnen habe, da war die Karl-Franzens-Universität Graz hat mit der Universität Maribor bereits einen sehr, sehr engen Austausch gehabt. Da war das noch etwas Besonderes, dann ist das noch hervorgestochen. Das ist heute zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wir haben vor 20 und mehr Jahren eine Grenze gehabt, die tatsächlich eine Grenze war. Die Grenze gibt es heute nur noch als Strich in der Landkarte, als Verwaltungsgrenze, als administrative Grenze. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so und in der Wahrnehmung der Bürger und Bürgerinnen im Land oder auch in meiner Gemeinde, mit denen ich in Kontakt bin, wieder so während der Migrationsströme am Leubel die Grenzkontrollen wieder eingeführt worden sind. Das haben die Menschen in meiner Wahrnehmung nicht als irgendwie zusätzliche Maßnahme der Sicherheit wahrgenommen,
sondern die Kärntnerinnen und Kärntner haben das als störend wahrgenommen. Nämlich so intensiv ist in der Zwischenzeit der Austausch, und das muss man sich einmal vorstellen, in dieser kurzen Zeit ist die Grenze, die ja in den älteren in der älteren Generation lange verankert wurde, eigentlich gefallen. Und wenn Grenzkontrollen stattfinden, wird das als störend empfunden. Also mir fällt gar kein Superlativ ein, mit dem ich das jetzt beschreiben könnte, aber das ist die Wahrnehmung. Was ist geschehen? Wir haben eine gemeinsame Währung. Das ist insbesondere in den Wirtschaftsbeziehungen ein gewaltiger Benefit. Wir haben auf beiden Seiten, also in Slowenien, in Kroatien, in Kärnten, in Italien, in Südtirol, wir haben eine gemeinsame Währung. Diese gemeinsame Währung ist natürlich aus der Europäischen Union heraus entstanden und ist wahrscheinlich der größte Friedensgarant neben der Konstruktion der Union per se, weil wir immer wissen, dass halt Wirtschaftsbrüche das größte Risiko sind, um Konflikte einzugehen. Also das wird man nach Tunlichkeit sehr, sehr zu vermeiden trachten. Also gewaltige Fortschritte. Und ja, aus dem Besonderen, ob das eine Reise war nach Slowenien, ob das eine Wirtschaftsbeziehung war nach Slowenien, ist das Selbstverständliche geworden. Nämlich in beide Richtungen. Sehr, sehr viele slowenische Staatsbürger arbeiten in Kärnten, ob in Industriebetrieben, in Dienstleistungsbetrieben, im Gesundheitswesen. Viele Kärntner arbeiten in Slowenien. Es wurde angesprochen, der Beginn wurde gemacht im Bankenbereich. Man mit einer Bank, die dann vielleicht nicht eine ganz ruhmreiche Entwicklung genommen hat, die ja gemeint hat, sie müsste Pionierdaten am Balkan setzen, in welcher Form auch immer. Manche waren nicht so erfolgreich und werden noch heute vor den Gerichten aufgearbeitet. Aber jedenfalls das Besondere ist zum Selbstverständlichen geworden. Also nur ein kurzer Blick auf das, was in den letzten 20 Jahren geschehen ist. So blicken wir in die Zukunft. Das größte Infrastrukturprojekt Kärntens ist natürlich Kärnten-Steiermark dieser Region, ist die Kornbahn. Wir haben den Bahnhof Lavantal. In Wahrheit wissen wir, dass wir über Lavamünd eine unmittelbare Anbindung Richtung Slowenien haben. Ich meine, über den Leubel wird es schwierig vom Bahnhof Klagenfurt, aber in Wahrheit über das Lavantal, über die Steiermark, den Bahnhof Graz-Südsteiermark oder wie er genau heißt. Also die Kornbahn wird Ende 25 eröffnet. Ich glaube, auch wenn wir uns noch so sehr bemühen, als Politik Strategien zu entwickeln, du kannst das am Reißbrett gar nicht so präzise planen, was sich alles entwickeln wird. Ich glaube, das ist eine riesige Chance für die gesamte Region, auch für Slowenien, diese Anbindung. Die zweite Komponente, die dazu kommt, auch im Infrastrukturbereich, sind die Häfen. Ich meine, Koper ist bereits jetzt der Hafen, der den meisten Wirtschaftstransfer nach Österreich hat. Der Hafen Triest kommt dazu in der Region, die Zollunion, die hier geschaffen wird, also diese Zollfreizone mit der Abfertigung auch in Villach, diese Zollkorridore mit dem Umladen auf die Eisenbahn. Natürlich muss sich das alles erst entwickeln, ist keine Frage, und die Dinge sind hochkomplex und schwierig. Aber das sind gewaltige Chancen, die auf uns zukommen, die wir jetzt schon nützen und die wir zukünftig noch viel intensiver nützen müssen. Also Eisenbahninfrastruktur, Hafeninfrastruktur, Containerinfrastruktur. Und vielleicht ein letztes zur aktuellen Situation, wenn man sich wirtschaftspolitisch betrachtet. Also ich habe mir die Zahlen angeschaut. Slowenien hat ein herausragendes Wirtschaftswachstum mit über 3% des BIP. Österreich ist in einer Rezession. So, und wo liegt Kärnten? Kärnten liegt im Süden Österreichs, aber nahezu Slowenien. Das heißt, ich glaube, dass wir überlegen müssten, wie können wir an diesem Wirtschaftswachstum als Kärnten mitpartizipieren, das Slowenien aufweist und nicht irgendwie unter der Rezession Österreichs leiden. Ich meine, am Arbeitsmarkt sieht man das teilweise, weil die Arbeitsmarktentwicklung in Kärnten ist besser als jene in Restösterreich. Jetzt weiß ich nicht, ob das Arbeitsmarktservice das schon in der Tiefe analysiert hat, aber möglicherweise ist das auch einer der Gründe dafür, dass es hier diesen Austausch gibt, dass die Arbeitsmarktzahlen in Kärnten doch sich deutlich unterscheiden von den Arbeitsmarktzahlen in Restösterreich. Also ich glaube, wir sollten trachten, auch diese Chancen der florierenden Wirtschaft Sloweniens für Kärnten zu nützen. Wir haben ja heute auch in den Zahlen gesehen, dass die Ausfuhr nach Slowenien ja bedeutend ist von Kärnten aus.
Die Frage ist, wir haben auch gehört, dass in Kärnten eher Tourismus rückläufig, aber Industrie eher zunimmt. Das hat auch zu tun mit der strategischen Positionierung einiger großer, bedeutender Unternehmen, die aber gleichzeitig darauf pochen müssen und hoffen müssen, dass eine gewisse kulturelle Offenheit in diesem Bundesland gewährleistet wird, auch in Zukunft. Also insofern sind wir alle, denke ich, sehr gefordert. Die Gesellschaft insgesamt ist sehr gefordert. Dieses Bild von Kärnten, das jetzt, denke ich, in den letzten Jahrzehnten ja gestärkt worden ist, als auch ein Land, das offen ist, das für Minderheiten positiv gestimmt ist und das einfach auch weiß, wie mit Zuwanderern, Immigranten umzugehen, dass dieses Gefühl bei den Menschen bleibt. Und das ist jetzt auch eine Frage, die ich weiterleite jetzt an Benjamin Wakonik. Wie kann man das vielleicht eben auch sichern im eigenen Land, dass diese Offenheit gewahrt bleibt, aber vielleicht ist es falsch, an den Minderheitenangehörigen diese Frage zu stellen, aber ich glaube, da sind wir alle mitverantwortlich. Wie die Stimmung im Land ist, es geht nämlich nicht nur in der Regel um Mehrsprachigkeit, wobei es interessant war, während dieses Kongresses immer wieder festzustellen, dass diejenigen, die von Mehrsprachigkeit geredet haben, zwei unterschiedliche Gruppen sind. Diejenigen, die selbstverständlich davon ausgehen, dass Mehrsprachigkeit 3 und 4 Sprachen bedeutet und die auch weltoffen sind, aber es haben einige auch das Wort mehrsprachig gebraucht, um nicht sozusagen das zweisprachige Deutsch und Slowenische zu meinen. Das habe ich auch herausgehört, aber das nur am Rande erwähnt. Insgesamt, was müssen wir gewährleisten, dass Kärnten tatsächlich von dem profitieren kann, was jetzt Andreas Scherwitzel gesagt hat, nämlich, dass wir profitieren können auch von anderen Wirtschaftsräumen vom Wachsen und gleichzeitig natürlich auch von dem, was Kärnten nach außen als Land oder wie Kärnten als Land sich nach außen repräsentiert. Hvala za vprašanje. Na tem mestu tudi sem zelo vesel nad izjavami gospoda Šervicla in dejansko je tako, tudi jaz grečem to dvojezično razmišljanje, to je mogoče v naši narodni skupnosti, ker smo pač mogoče od samega začetka bili tudi navajeni, da smo pač dvojezični, slovenščina, nemščina, ampak dejansko mi moramo večjezično razmišljati in to je tudi pomen celotne regije. Na to, kako tudi se razviti, je znanje jezikov. Ob meni sedi na desni strani en politik, ki ima tudi lahko vplivno vlogo. Zakaj bi ne uvedli recimo na Koroškem, da se bomo začeli učiti 4 jezike? Poleg slovenščine, nemščine, angleščine, tudi italijanščino. Kajti to bo nas samo ojačalo in mi moramo že gledati ne samo na danes, mi moramo gledati na bodočo generacijo. Mi moramo biti toliko tudi sami iskreni do slovenske narodne skupnosti, da pri nas nažalost slovenščina zelo umira, da se mladina malo govori slovensko ali pa da se sicer veliko otrok prijavi k dvojezičnemu pouku, to da output lepe slovenščine je na koncu nažalost slab. Pri tem pa bi rad tudi povedal, kot je gospa Strauss tudi prej rekla, mladina še mogoče tudi želi v angleščini pogovarjati, ampak neodvisno od vsega tega v malem in srednjem gospodarstvu, če bom jaz šel danes v Mežico, bom težko dobil nekoga, da bo z menoj angleško govoril, tam bo moral slovensko govoriti. Isto velja za malega in srednjega podjetnika, če bo prišel recimo nek Štajerc, govorim na Južno Štajersko v Lipnico ali kam, in če bo Slovenec z njim nemško govoril, se bo ta hitro zmenila. To pomeni, znanje več jezikov je seveda zelo pomembno, ampak mi ne smemo pozabiti na osnovne jezike, ki so jeziki sosedov. Pred nami je bila gospa, ki vodi urad na Suhi, se pravi v Labotski dolini, in meni se je zelo dopadlo, z kako veseljem je ona dejala, da je najbolj važno investirati v izobrazbo jezika. In če bomo mi tudi v jeziku močni,
potem se bomo tudi lahko nasploh razvili. To pa ne velja samo za slovenščino, to velja za vse jezike, kajti danes, recimo, če nekdo danes gre v Italijo, bi bilo tudi za nas važno, da se nauči italijanščine in zato mi moramo na tem delati in zato, Marta, na to tvoje vprašanje, kaj lahko storimo. Mi moramo delati na izobrazbi, na vzdrževanju miru, to je najbolj pomembno v trenutni fazi, da ohranimo regijo, ki je 100 let nazaj bila skregana, ki se je bojevala, da zadržimo mir v tej regiji, da na tem tudi delamo, da bomo pa to tudi uspeli, je pa važno, da se investira v spoštovanje soseda, v učenje jezika soseda, v kulturo in potem jaz vidim, da so to prvi koraki. Moram pa tudi povedati, da zapažam, da se res določeni trudijo tudi v politiki, ampak ne uspe, ni pač enostavno. Also Frieden ist ein großes Wort, Sicherheit ist ein anderes Wort, das immer wieder gefallen ist. Das, denke ich, ist auch eine große Aufgabe, die also von der Wirtschaft geleistet werden kann, denn die Politik allein wird es nicht schaffen. Die Politik allein wird es nicht schaffen, wobei, wenn es um Frieden und Sicherheit geht, dann geht es nicht nur um Frieden und Sicherheit, damit die Wirtschaft sich entwickeln kann. Es geht nicht nur um Frieden und Sicherheit, dass die Menschen in der Region untereinander auskommen, wobei Valentin Inzko ganz sicher uns einen abendfüllenden Vortrag halten kann, wie schwierig es ist, auch nur in einem kleinen Gebiet, also die Menschen so zusammenzubringen, dass tatsächlich diese Voraussetzungen sind, die auch Sicherheit für die Unternehmen, für die Menschen, aber letztendlich auch für Europa bedeuten. Aber das alles ist ein sehr, sehr großes Wort. Wir wissen alle, wie die Situation insgesamt am Balkan ist. Trotzdem, jetzt überspringe ich Frau Eva Strauß, weil die möchte ich danach, die kommt mit einem tollen Vorschlag, hat sie mir schon davor erzählt, die Frage an Christian Schwarz richten. Wie weit ist das in den zukünftigen Investitionen, die man am Balkan macht, wo Slowenien eben diese wichtige Rolle spielt, als sozusagen der erste Schritt am Balkan? Wie wichtig ist diese Frage der Sicherheit bei Investitionen, die eben auch Unternehmen zu tätigen haben? Danke, Frau Stocker. Erlauben Sie mir zuerst noch eine ganz kurze Ergänzung zu dem, was der Benjamin gesagt hat. Ich glaube einfach, dass der Schlüssel auch, um hier in Kärnten zu erfolgreich sein können, ist, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir diese Volksgruppe als Asset betrachten. Und meine Theorie ist ja, dass schon vor 20, 25 Jahren das für die normale Bevölkerung kein großes Thema mehr war. Es wurde halt dann nur von gewissen politischen Kräften auch bewusst missbraucht und jetzt Gott sei Dank die letzten 20 Jahre. Kann sein, dass ich in einer liberalen internationalen Blase mich befinde, glaube ich aber nicht. Ich glaube, für die normale Bevölkerung ist dieses Erkennen der Mehrsprachigkeit der Volksgruppe als Asset sehr wohl gegeben. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Sicherheit und da auch in Ergänzung zum Herrn Scherwitzl, er hat vorher die Infrastruktur genannt. Ich möchte gerne ergänzen, Infrastruktur sind auch Wasserkraftwerke, Windkraftwerke, Photovoltaikkraftwerke, Stromleitungen. Der Energiewandel und der Klimawandel, der macht an nationalen Grenzen nicht Halt. Das ist auch mit ein Grund, warum die KELAG den Schritt ins Internationale getan hat, weil wir sagen, wir wollen investieren, wir haben exzellentes Know-how seit über 100 Jahren. Wir können in der Region etwas beitragen. Wir wollen diese Investition natürlich auch zurückverdienen, das ist keine Frage. Aber wir brauchen auch Rahmenbedingungen dafür. Und das Wort Sicherheit ist eines, das vor 15 Jahren, als wir damit begonnen haben, eigentlich kein großes, relevantes Thema war. Der Balkan, der Westbalkan, das war, jetzt bitte nicht despektierlich verstanden, der Hinterhof von Österreich, da kannte man sich aus, da kannte man sich kulturell aus. Wer sich da ein bisschen damit beschäftigt hat, das hat sich leider gewandelt. Jetzt ist Bosnien schon gefallen, ein kleines Land, das in 2 bis 3 Entitäten, immer von den 2 großen, Srpska und Föderation. Wir investieren in beiden Entitäten. Wir sind in der Srpska, wir sind in der Föderation.
aber es ist für einen durchschnittlichen Aufsichtsrat oder auch Kollegen fast nicht erklärbar, welche diametralen Unterschiede in einem Land wie Bosnien gegeben sind, obwohl das quasi nur 2 Bundesländer ist, vielleicht zu wenig, aber es ist keine ganzstaatliche Entität. Das ist das eine, das Komplizierte, damit können wir umgehen. Wenn wir aber jetzt Situationen wie im Kosovo, Serbien, Kurti Vucic, für uns als Unternehmer stellt sich oft die Frage, ob das Interesse überhaupt da ist, Ruhe zu schaffen seitens der Politik. Und das beschäftigt uns schon. Also wir haben jetzt nicht die Angst, dass unsere Wasserkraftwerke da enteignet werden. Kann auch alles sein, aber es ist eher weiter weg. Aber wir haben die Angst, dass, wenn wir jetzt sagen, die Chinesen drücken rein, arabische Länder drücken in Bosnien in der Föderation rein. Also Sarajevo im Jahr 2024 versus Sarajevo im Jahr 2007, 2008, als ich das erste Mal besucht habe, das hat sich verändert. Das ist diametral anders. Das Bild in den Straßen, wie Frauen auch rumgehen, das ist leider nicht mehr vergleichbar. Und für einen Investor, der Investitionen auch mit Geldern frei bekommen will, die wir zurückbekommen wollen. Wir bekommen auch die Frage, wie ist das jetzt mit Serbien, wie ist das mit Russland Einfluss, wie ist es mit den Chinesen, die reindrücken. Also die Frage der Sicherheit jetzt Richtung Politik, Landespolitik ist jetzt nicht gefordert, aber ist für uns als Unternehmer, das investieren will, eine ganz, ganz zentrale Frage. Hier schließt sich mir eine Frage an, die ein bisschen dazu passt und vielleicht auch nicht ganz. Wir haben ja jetzt sehr viel darüber gehört in dieser Konferenz, über das Verbindende, das Sprachen herstellen können. Auf der anderen Seite haben wir interessanterweise jetzt in Europa zunehmend mehr Länder, also es ist nicht nur Amerika, sondern auch in Europa zunehmend mehr Länder, die alle neben den verschiedenen grenzüberschreitenden, staatsüberschreitenden Initiativen eigentlich als erstes Programm haben, First, wir first und dann erst die anderen. Und das wird ja auch etwas sein, was zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft es etwas schwieriger macht, als es vielleicht vor 5 Jahren war oder vor 10 Jahren war, wo man vielleicht noch mehr daran geglaubt hat, dass dieses Miteinander besser klappen würde. Jetzt hat man so zwischendurch das Gefühl, es geht auch in eine gegenteilige Richtung. Also kann ich einerseits bestätigen, andererseits muss ich ein bisschen differenzieren. Wenn wir als KELAG, als österreichisches Unternehmen, keine Ahnung, Serbien, Kosovo, Bosnien, man wartet dann auf uns, wenn wir einen Mehrwert bringen. Das ist in der Regel Know-how und Finanzkraft und einfach, dass wir die Dinge auch umsetzen. Bei gleicher Leistung, bei gleicher Voraussetzung waren wir da auch nicht unbedingt die bevorzugt waren. Also das ist etwas, wo ich sage, das sind wir eigentlich gewohnt. Und jetzt spreche ich als Staatsbürger, ja, dieses First, ich glaube, man muss die Leute einfach mitnehmen und Ängste nehmen. Also sprich, das ist ein ganz heikler Balanceakt, aber die Leute da mitzunehmen ist gefordert. Ansonsten brechen die uns weg. Nur wir als Österreich und auch als Slowenien, wir sind 2 vergleichsweise kleine Volkswirtschaften. Ohne unsere internationale Anbindung, ohne Export hätten wir den Wohlstand, den beide Nationen haben, nicht ansatzweise. Und wenn wir jetzt dann quasi eine Festung bauen wollen oder nur noch auf First denken, dann wird der Weg, der sich momentan in den Wirtschaftszahlen abzeichnet, steiler werden und in die falsche Richtung. Jetzt müssen wir unbedingt positiv werden, deswegen jetzt nein, also ich denke, es ist wichtig, dass man eine richtige Analyse macht, um danach wirklich richtig die Dinge anpacken zu können. Frau Eva Strauß, Podlogar, hat mir von einer wunderbaren Initiative berichtet, die ein bisschen anknüpft auch an die tolle Initiative, die zwischen Nova Gorizia und Görz in Italien zustande gekommen ist mit der Kulturhauptstadt. Vielleicht gibt es irgendeine ähnliche Initiative auch zwischen Oberkrain, Slowenien und
Kärnten, Österreich. Und da anschließend auch die Frage, im Grunde kommen die Leute in der Regel mit dem gemeinsamen Tun zusammen. Und insofern sind gemeinsame Initiativen, die man auf den Weg bringt, sehr, sehr wichtig. Und sie hat so eine Idee. Ja, hvala lepa, res je. Mislim, da bo Evropska prestolnica kulture en primer, kaj tudi se da narediti v enem skupnem prostoru, da želim si, da bomo res dobro izkoristili ta dogodek in ga seveda povezali tudi z Gorenjsko, glede na to, da je bohinjska železnica tista, ki lahko popelje goste vse od Jesenic do Nove Gorice in seveda potem čez trg Evrope naprej v Italijo. No, ampak ena iniciativa, ki je seveda zelo pozitivno sprejeta tudi z strani vašega deželnega glavarja in ki smo jo že skupaj nekako tudi obdelali, pa je Olimpijada treh dežel. Jaz osebno res menim, da je kandidatura sama za vso pozitivno energijo, z druženjem, z izborom vseh pozitivnih moči, gospodarstva, turizma, ljudi, vsega tega res ena dobra osnova za ta naš skupen prostor. Prosti termin je 2038, v tem obdobju še ni določen gostitelj, ker res resnično želim, da ne bom doživela, ko bo zimska olimpijada v eni od arabskih držav, ki še v življenju niso videli snega, pa seveda lahko naredijo z denarjem vse to. In menim, da, no kot rečeno, tudi sem pač že bila zaposlena v turizmu v obdobju, ko je ta kandidatura bila z vsemi mejami in z vsem, kar je v tistem obdobju bilo, pa imamo vseeno vsi samo dobre spomine na to kandidaturo. Tako da zdaj, ko to dejansko ni več mej in ko smo en prostor, mislim, da bi res bilo poleg utečenih poti, kot je Interreg, ker sem tudi danes dobila mogoče še dodatno idejo, da bi morali tudi skozi ta evropski inštrument najti način, kako tudi jezikovno bolj povezati in kaj bolj poveže lahko, kot pa da nekdo gre v okolje, kjer se govori samo slovensko ali kjer se govori samo nemško, kar pomeni, da gremo Slovenci, ki nismo imeli tega privilegija, da bi pač imeli dva jezika kot materni jezik, da pridejo v nemško govoreče okolje potem, ko se tudi v šoli učijo in seveda tudi obratno. Mislim, da je to v današnjem svetu skoraj temeljno, eden od zelo pomembnih načinov, da lahko z vrstniki, verjetno je treba začeti pri manjših, pri otrocih, potem govoriš res v ali slovenščini in seveda v nemščini in ponotranjiš ta jezik. Ampak še mogoče res en tak pozitiven utrink na temo jezika, da se mi zdi, da res v zadnjih desetletjih, ko v karavankah veliko rada hodimo v hribe, ko se srečujemo planinci, pa vemo, z katere strani je kdo prišel na pobočje karavanke, da se zelo velikokrat pozdravimo dvojezično. Da rečejo koroški planinci dober dan, guten tak, in da mi rečemo ravno tako guten tak, in to se mi zdi spoštljivo, vljudno in lepo. In to sem tudi zadnjič, ko smo imeli slovenski večer, ko smo vsi skupaj res preživeli en lep večer, ko smo si ogledali tudi novo restauracijo v Tagenbrunu, ko si res tudi v trenutku, ko stopiš v restauracijo, seveda, če pozdravaš v nemščini, je jasno, kaj sledi, ampak če pa rečeš dober večer, dober dan, takoj dobiš nazaj odziv v slovenščini, ker je zdaj pač ta ekipa dvojezična toliko bolj. In to je tudi lepo in spoštljivo, se mi zdi, in ena možnost več zopet v tem prostoru.
Also ich schließe jetzt an das noch einen Vorschlag meinerseits an, wenn man das wirklich ein begeisterndes Projekt gemeinsam auf den Weg bringt. Und Olympiade wäre ein begeisterndes Projekt. Wenn man das in 3 Ländern gemeinsam weiterbringt und das natürlich auch mit dem Hintergrund, dass wir die Infrastrukturen tatsächlich haben und in dem Sinne dementsprechend, was jetzt zeitgemäß ist, nämlich nachhaltig zu sein. Und wenn man da gleichzeitig ein Projekt anschließen könnte, dass man das mit einem Schulprojekt auch verbindet, wo sehr viele Schüler ein halbes Jahr lang in der jeweils anderen Region unterwegs sind, weil die Sprache lernst du mit gemeinsamen Tun. Du lernst die Sprache, wenn du vor Ort bist, und das wäre vielleicht dann ein schönes Projekt, dass man sagt, 5 Jahre davor machen wir auch gleichzeitig dieses Projekt mit dem Austausch derjenigen, die die Macher sind dieser ganzen Geschichte, und gleichzeitig mit Schülern, die dann die 3 Sprachen, in dem Sinne die 4. Englisch ist sowieso automatisch dabei. Dann denke ich, könnte man auch ein bisschen dieses Bedenken nehmen, das einige haben, weil es gibt einige, die, denke ich, das Bedenken haben, ja nachher geht alles in die Richtung Deutsch-Italienisch, weil das ist sozusagen mehr en vogue. Und das darf nicht sein in einer Region, wo eine Minderheit beheimatet ist. Also insofern muss man wirklich drauf schauen, auf die 3 Sprachen, und Englisch ist sowieso, wie gesagt, automatisch dabei. Aber das wäre eine schöne Geschichte, wenn man tatsächlich das gemeinsam auf den Weg bringen könnte. Noch eine Frage jetzt an Andreas Scherwitzl. Was ist sein Wunsch für die Zukunft? Einige Wünsche haben wir sonst schon gehört am Podium. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft? Was ist sozusagen ausbaufähig? Was kann Politik auch dazu beitragen? Du stellst immer so schwierige Fragen. Ja. Ich habe gedacht, du wirst jetzt dann sagen, Südtirol will mit dabei sein bei den Olympischen Spielen. Zu letzteren, dieses Projekt 3-Länder-Olympiade findet sich im Regierungsprogramm der Nachhaltigkeitskoalition in Kärnten, also so haben wir uns selbst bezeichnet, genau unter dieser Prämisse, die du genannt hast, dass man im Wesentlichen auf bestehende Sportstätten zurückgreifen möchte. Also ich glaube, dieses positive Projekt wird auch von uns aufgegriffen und wir wollen das weiterverfolgen. Und noch, also Först und Festung sind in meinen Augen out, wenngleich sie aktuell politisch erfolgreich sind. Weil man darf eines nicht vergessen, wer eine Festung will, sperrt sich selbst ein. Und das ist wohl absolut kontraproduktiv. Und wenn jemand in Zeiten wie diesen glaubt, er könne sagen, wir first, egal wer, und man wird mittel- und langfristig damit realisieren, dann unterliegt er einem gewaltigen Trugschluss. Was ist mein Wunsch für die Zukunft? Also ich könnte jetzt ja noch vieles und auf das, was gesprochen wurde, eingehen, noch vieles sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer von den Vorrednern das gesagt hat, wir müssen den Menschen die Ängste nehmen. Ich glaube, es war der Benjamin, wir müssen den Menschen die Ängste nehmen. Letzten Sonntag hat es ja ein Ereignis gegeben in Österreich, das uns als Sozialdemokratie nicht bedingungslos mit Freude erfüllt hat. Allerdings also 3 Gemeinden der Volksgruppe, oder? 4 Gemeinden der Volksgruppe. Ich meine, es hat uns jetzt auch nicht in eine Depression gestürzt, aber jedenfalls die Begeisterungsüberschläge waren enden wollend. Und bei der Analyse, also wir haben noch gar nicht umfassend alles analysieren können, aber bei der Analyse, so für mich persönlich, ist eine Komponente stark in den Vordergrund getreten, vor allem in Bezug auf das Wahlergebnis in Kärnten, dass es offenbar ausgeprägtere Ängste gibt, als wir, ich weiß nicht, ob ich mich noch als jüngere Generation bezeichnen kann, aber irgendwie fühle ich mich noch so jung, als wir glauben mögen. Ich meine, das war vielleicht das, was man früher einmal so gegenüber der Volksgruppe als die Kärntner Urangst tituliert hat, das ist jetzt offenbar irgendeine Angst. Ich meine, Ängste sind ja immer etwas Indifferentes,
vor Migration, wenn man sich das Wahlergebnis anschaut. Kärnten hat die schlechteste Quotenerfüllung, was die Aufnahme von Asylsuchenden betrifft, von ganz Österreich. Ob das jetzt besonders löblich ist oder nicht, lasse ich dahingestellt, aber es ist ein statistisches Faktum. Und gleichzeitig haben wir die höchsten Wahlergebnisse der Freiheitlichen Partei. Während in den Städten, wo die Migranten leben, Wien, Graz, Innsbruck, die Sozialdemokratie stimmenstärkste Partei ist. Also das heißt, da muss es irgendwie offenbar indifferente Ängste geben gegen das Unbekannte, ein mangelndes Selbstwertgefühl, was weiß ich. Und wenn ich mir was wünschen könnte für die Zukunft, ich glaube, Kärnten ist ein wahnsinnig tolles Land. Wir haben eine sensationelle Entwicklung genommen, auch was die wirtschaftlich-industrielle Entwicklung betrifft, was die Forschung betrifft, was den Bildungsbereich betrifft, ob im tertiären Bereich oder so, wie wir es eingangs besprochen haben, im elementarpädagogischen Bereich. Wir können viel, viel selbstbewusster sein und ich wünsche mir für die Zukunft mehr Selbstbewusstsein der Kärntnerinnen und der Kärntner. Und einen zweiten Wunsch hätte ich auch noch, und das bezieht sich nicht nur auf Kärnten und Österreich, wir müssen, und das bezieht sich auch auf den Balkanraum, wenn man so möchte, wir müssen es endlich schaffen, den Nationalismus zu überwinden. Und da bin ich wieder bei meinem Eingangsstatement, das mit dem First, weil was ist Nationalismus? Er meint, irgendein Volk jetzt über ein anderes stellen zu können, weil es besser ist, aus welchen Gründen auch immer, das ist doch der größte Blödsinn, den es gibt. Die Würde der Menschen ist unteilbar und die Menschen sind alle gleich. Wir müssen es schaffen, den Nationalismus zu überwinden. Das ist ein großer Wunsch an die Zukunft und das kann ich nur, wenn ich Selbstvertrauen entwickle. Und ich glaube, gerade in Kärnten, auch in Slowenien, wenn man sich die Zahlen anschaut, die wirtschaftlichen Zahlen anschaut, wenn man das Volk ein bisschen kennt, weiß, wie unheimlich fleißig die Sloweninnen und Slowenen sind, was die zu schaffen imstande sind. Welche Perspektiven sich für uns als Kärntner ergeben, genau Richtung Balkan, das wurde auch schon gesagt, als Tor Richtung Balkan für die Entwicklung. Wir werden die Arbeitsmigration, die plötzlich sogar gestern im Landtag lebhafte Diskussion, sogar die Freiheitlichen befürworten jetzt die Arbeitsmigration. Ich meine, Sie haben das jetzt nicht so eingegrenzt, weil Sie sind draufgekommen, dass wir irgendjemanden brauchen werden, der uns im Alter pflegen wird. Ja, aber das wird nur gehen, wenn ich mich öffne, wenn ich den Nationalismus überwinde, wenn ich Selbstbewusstsein entwickle. Und ich glaube, wir haben allen Anlass dazu, als Kärnten das zu tun. Wir sind toll, wir können einiges und das sollten wir den Menschen stärker bewusst machen. In diesem Zusammenhang, also mit der Arbeitsmigration, fällt mir etwas ein, was sich mit Bosnien verbindet, wenn ich das noch kurz ansprechen darf. Wir haben ja in Kärnten Bosnier unterschiedlicher Religionszugehörigkeit. Nicht? Da erzählt man mir, das ginge hier, wenn man hier ist, eigentlich relativ gut, weil man dann nicht sozusagen im Urkonflikt von vor Ort drinnen ist. Wenn man dann im Urlaub zurückkommt, dann sind die alten Fronten wieder da. Die Frage ist, was könnte da auch vielleicht geleistet werden an Friedensarbeit, die sich dann auch auswirkt auf das unmittelbare Umfeld in Bosnien, wahrscheinlich relativ wenig, aber das einfach so ein Erfahrungshintergrund, der ganz interessant ist, wo man merkt, also wenn die Menschen in einem Umfeld drinnen sind, wo die Konflikte zu Hause sind, da ist es schwieriger zusammenzukommen, als wenn man irgendwo auf neutralem Boden ist. Ich weiß nicht, inwieweit das euch auch aufgefallen ist, aber ob da ein Potenzial drinnen wäre, irgendetwas zu verändern, ich weiß es nicht. Christian Schwarz, bitte. Ich kann nur ein paar empirische Beispiele aus unserem Unternehmen bringen. Also erstens haben wir hier in Klagenfurt, in Akela, ich glaube 16 Nationen mittlerweile als Angestellte. Natürlich die große Mehrheit immer noch Österreicher und Kärntner. Aber wenn ich jetzt das Beispiel Bosnien jetzt aufgreifen möchte, das Sie da angerissen haben, wir haben dort eine Gesellschaft und wir haben in beiden Entitäten Offices, wo logischerweise auch Muslime und auch ethnische Serben drinnen sind. Ja, überhaupt kein Problem, null Problem. Also die verstehen sich bestens.
Und wenn ich mit denen beiden spreche, das sind beide zum Beispiel auch Fischer, aber gut, das hilft natürlich über ein gemeinsames Hobby, aber wenn ich mit denen spreche in deren familiären Umfeld, dieser Konflikt auf der persönlichen Mikroebene ist kein Thema. Er wird zum Thema gemacht von der Politik und ich sage mal so, das, was bei uns vor 20, 30 Jahren auch in Kärnten noch möglich war, das ist dort in Bosnien hoffentlich in 10, 15, 20 Jahren immer weniger möglich. Im Moment wird man wahrscheinlich ein bisschen Geduld brauchen. Die Hoffnung, die ich habe, deswegen bin ich da schon optimistisch, es ist hier gelungen und diese Selbstverständlichkeit mit der Volksgruppe, dass sich diese auch am Balkan durchsetzen wird. Ein Kardinalfehler von uns Europäern, sage ich halt, dass wir diese Region sträflichst vernachlässigt haben. Ich weiß schon, es gab den hohen Repräsentanten und es gab auch Initiativen, aber gemessen an dem, was die EU, jetzt bin ich ein bisschen polemisch, sonst wo Milliarden hingeschickt hat, dort wäre es gut investiert gewesen und sich mit Nachdruck dafür einzusetzen. Und das Traurige ist, dass jetzt da halt auch im 21. Jahrhundert am Anfang immer noch Muster aus der Entente Cordiale nachgewirkt haben, also wo Franzosen zum Teil jetzt nicht das Interesse hatten, dass Deutsche und Österreicher hatten, dass die Region prosperiert. Ich glaube, da sind wir jetzt einen Schritt weiter und das wird ein Wellental bleiben. Im Moment ist die Richtung ein bisschen indifferent und ich hoffe, dass irgendwann wieder nach oben zeigen wird. Aber ich bin hoffnungsfroh, wenn ich die Mitarbeiter auf normaler Ebene sehe. Also beim stärkeren Engagement der EU wird der hohe Repräsentant auch nur zustimmen können. Das heißt also, letztendlich ist die Hoffnung, in das zu setzen, dass letztendlich die Politik sich ändert und andere Inputs gibt, weil wenn es tatsächlich so ist, dass auf der menschlichen Ebene das erfahrungsgemäß ein kleineres Problem darstellt, dann ist es eben ein Problem, das in den Köpfen eingepflanzt wird durch Positionierungen. Und wir sind im Moment europaweit nicht unbedingt also in der besten aller Situationen. Aber wir müssen immer auch daran denken, dass die Mehrheit immer noch anders ist als diejenige, von der man ständig spricht. Das glaube ich, muss man auch noch einmal unterstreichen. Also ich würde jetzt die Gelegenheit geben, noch an diejenigen, die bisher ausgehalten haben, an das Podium noch Fragen zu stellen. Vielleicht der eine oder die andere hat noch eine Frage zu stellen oder ein Statement abzugeben. Auf jeden Fall, was für mich jetzt ganz interessant auch zu hören, zu sehen, wie die Einschätzungen auch für die Zukunft sind und letztendlich sind sie positiv. Also das, glaube ich, kann uns alle auch wieder hoffnungsfroh stimmen, weil wir nicht auf das hereinfallen, dass wir sagen, also die First-Fraktion hat sozusagen in Zukunft das Sagen, sondern wir wissen, dass das etwas Vorübergehendes ist. Möglicherweise sind es auch letzte, Flügelschläge, die ganz einfach nicht einsehen wollen, dass das Miteinander auch von mehreren Kulturen, von mehreren Sprachen etwas ist, was für alle bereichernd ist. Bitte schön. Wo ist der Roman mit dem Mikrofon? Ich komme zu dir, Nadia. Ja, hallo, Nadia Kramer, mein Name. Ich finde ja, das war jetzt alles sehr löblich und sehr positiv dargestellt. Aber meine Frage wäre zum Beispiel, Herr Schwarz, Sie haben jetzt öfter erwähnt, die Selbstverständlichkeit der Volksgruppe in Kärnten. Und mich würde es einfach interessieren, was verstehen Sie uns unter dieser Selbstverständlichkeit? Wenn wir das zum Beispiel auf die KELAG beziehen, wie spiegelt sich das wider, diese Selbstverständlichkeit der Volksgruppe? Weil, also für mich wird sich das wahrscheinlich anders darstellen, als ich das wahrnehme. Und deswegen meine Frage eben, was heißt das für Sie? Was heißt das für mich? Also ganz konkret heißt das für mich, dass wir einfach Kolleginnen und Kollegen der Volksgruppe bei uns als Mitarbeiter haben, die zwischen Klagenfurt und Laibach pendeln, weil wir halt die glückliche Situation haben, dass wir eine ganz, ganz zentrale Tochtergesellschaft unserer internationalen Geschäfte in Laibach sitzen haben, die mehrere Balkanländer auch steuert. Und das ist für mich ein irrsinniger Vorteil, dass ich auch Kolleginnen und Kollegen habe, die die Muttersprache, also Slowenisch, auch wirklich sprechen. Es ist in Laibach so oder in Slowenien so, dass das
wirklich das Englische ganz anders durchdrungen ist, als es in Kärnten ist. Also auch vielleicht, weil die Filme nicht übersetzt wurden, dass das Englisch in Slowenien deutlich besser verbreitet ist und auch auf einem besseren Niveau als im Schnitt in Kärnten. Und es ist trotzdem ein Unterschied, ob jemand mit dem Kollegen in Laibach auf Slowenisch spricht oder ob das Englisch. Ich hatte nicht das Privileg, also ich komme aus Möllbrücke, im Spital, das war auch keine Option. Und ich glaube auch zu der Zeit, wo ich in der Schule gegangen war, war das auch noch eher denkunmöglich. Aber ich hätte gern das Privileg, zweisprachig aufgewachsen zu sein. Ich durfte mir Italienisch erlernen, aber das ist jetzt nichts, was so automatisch kommt. Und also das ist etwas, was für mich selbstverständlich ist, dass wir uns in diesen beiden Kulturen, die ja in der Regel trotzdem extrem ähnlich sind, einfach normaler bewegen. Und dass das Selbstverständliche für Sie was anderes ist als für mich, das bin ich komplett d'accord. Geht nicht anders. Gibt es weitere Fragen, Überlegungen, Anregungen? Ja, Karl. Also ich denke, das, was da kurz angesprochen worden ist, und das ist, glaube ich, schon ein sehr berechtigtes Anliegen, ist ja die Frage, wie gehen größere Unternehmen mit dem Thema Zweisprachigkeit um? Also wie konkret die KELAG, berücksichtigt sie jetzt das oder berücksichtigt sie das nicht? Konkreter Fall, zum Beispiel meine Heimatgemeinde Sittersdorf wird gerade das Glasfasernetz ausgebaut von der KELAG. Da gibt es dann Postwürfe, die darüber die Bevölkerung informiert. Dieser Postwurf einsprachig ausschließlich Deutsch. Nicht? Also da könnte man relativ mit wenig Aufwand, wir haben es heute bei Präsentationen gesehen, ChatGPT und so weiter, die Sache übersetzen ins Slowenische, in zweisprachigen Gemeinden sowas zweisprachig machen. Die Kärntner Sparkasse hat es gemacht vor 2-3 Jahren, wie dort Filialen neu errichtet worden sind, Eberndorf und so weiter, wo man dann zweisprachig kommuniziert hat mit den Menschen. Also ich denke, solche Sachen sind wichtig in einer zweisprachigen Region, wenn man natürlich neben der öffentlichen Hand, die natürlich um Zweisprachigkeit mehr oder weniger bemüht ist, auch seitens großer Unternehmen feststellen würde, hoppla, meine Muttersprache in meiner Gemeinde wird von so einem großen Unternehmen irgendwie gewertschätzt. Ich möchte aber noch 2 ganz kurze Anmerkungen machen zu konkreten Projekten, und Interreg ist hier früher gefallen. Und weil wir heute hier in der Amagora sitzen, also wir haben jetzt derzeit laufend ein großes Interreg-Projekt, das nennt sich Lingua. Und hier digitalisieren wir den slowenischen Gaeltaler Dialekt, der quasi in 3 Ländern gesprochen wird, Italien, Österreich und Slowenien. Und wir haben hier, nachdem es Elementarpädagoginnen, zweisprachige Elementarpädagogen zu wenige in Kärnten gibt, eine Kooperation mit der Volkshochschule Skofja Loka, wo jetzt gerade mit 1. Oktober die ersten Praktikantinnen herkommen und in unseren Einrichtungen quasi für ein halbes Jahr beschäftigt sein werden. Und das quasi durch 1,5 Jahre. Und das zweite Interreg-Projekt, das ist aber quasi jetzt gerade in Bewertung, da haben wir noch keine Genehmigung bis dato, knüpft aber an die Kulturhauptstadt Europas. Die Idee hatten wir dann auch schon, weil Kärnten hatte noch keine Kulturhauptstadt und ist irgendwann mal in den 30er Jahren wieder dran. Und wir haben ein Projekt eingereicht, gemeinsam mit der Landesregierung Friaul und auch mit der slowenischen Volksgruppe in Triest. Und dort möchten wir uns nächstes Jahr einklinken in diese europäische Kulturhauptstadt Gorica, Nova Gorica, davon lernen, auch in diesem Rahmen kooperieren miteinander und dann quasi versuchen, eine europäische Kulturhauptstadt nach Kärnten zu holen. Es würde sich Villach, Klagenfurt anbieten, beides Städte, die für Kooperationen im Alpen-Adria-Raum stehen, und hier könnte man natürlich auch eine interessante Breitenwirkung erzielen und natürlich bei so einem Thema auch die Volksgruppe entsprechend einbauen. Karl, mein Kundenbetreuer für das 5G-Netz in Sveča im Rosental hat mit mir nur Slowenisch gesprochen. Also sonst glaube ich nur mal in der Gemeinde Seele, oder? Wo ausschließlich... Ja, der Kundenbetreuer war aus dem Jauntal ja. und hat mit mir von Anfang an bis zum Ende nur, und ich habe natürlich sofort unterschrieben. Auf jeden Fall, Karl, glaube ich, dass es interessant wäre, auch für dieses Projekt zu überlegen, inwieweit man Schul- und Schulaustausch mitdenkt in dieser Geschichte der Kulturhauptstadt. Wenn man schon 3 Länder hat, dann sollte man immer solche Projekte mitdenken. Die sind für die Zukunft, glaube ich, die Netzwerke, die tragen. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, und das, ja, im Grunde
die Voraussetzungen schaffen will, dann ist das, denke ich, etwas sehr Positives. Gut, gibt es noch weitere Fragen, Wortmeldungen, Anregungen? Ja, bitte, ja. Entschuldige. Es ist heute schon sehr viel über Interreg-Projekte gesprochen worden. Also wir haben in der vorherigen Periode ein Interreg-Projekt gemeinsam mit dem Museum in Raune durchgeführt, gemeinsam mit dem Kärntner Bildungswerk. Und dort haben wir beschlossen, dass eben die Kommunikationssprachen Slowenisch und Deutsch sind, nicht Englisch. Und wir haben alle Arbeitssitzungen dann zweisprachig geführt und eben unser Institut war der Vermittler zwischen beiden Sprachen, aber auch Kulturen. Und das war wichtig, dass wir das so definiert haben, weil über das Englische geht viel verloren. Eben gerade bei den Begriffen, die ganz sensibel sind. Zum Beispiel, ich nenne nur ein Beispiel, in Slowenien wird mit dem Begriff Denkmal werden mit dem Begriff Denkmäler nur die vom Bundesamt geschützten Denkmäler benannt. Das andere ist kulturelles Erbe. Und bei uns sind Denkmäler alles Denkmal. Also ein jedes Wegkreuz ist auch ein Denkmal. Also die Begriffe sind anders. Und da haben wir das damals eben durch beide Sprachen sehr genau definieren können und auch die Begriffe dann mit dem kulturellen Hintergrund definieren können. Also deshalb war auch das Projekt dann sehr erfolgreich. Ich möchte nur noch erwähnen, weil hier die Vertreterin der Agentur Razvojna Agencija Zgornje Gorenjske anwesend ist. Wir haben auch ein sehr schönes Projekt gemeinsam durchgeführt, das Flur- und Hofnamenprojekt, das grenzüberschreitend durchgeführt worden ist und das auch hier in Kärnten auch dann sehr viel bewegt hat, weil man auch die slowenischen Flur- und Hofnamen, die slowenischen geografischen Namen jetzt als Selbstverständlichkeit aufnimmt, auch begreift. Wir haben auch durch dieses Projekt vermitteln können, dass die Namen ja nicht kein Politikum sind, sondern in erster Linie eine Orientierungsfunktion haben, dass die Namen die geografische, also die Natur beschreiben. Und wir haben in diesem Projekt auch eine gemeinsame Methodologie erarbeitet für die Erfassung der Namen. Also das heißt, durch dieses Projekt wurde auch die Standardisierung der slowenischen Namen auch hier in Kärnten vorangetrieben, was eben auch für die Vereinten Nationen wichtig ist, weil es soll ja für einen geografischen Punkt einen Namen geben. Und wir sind jetzt dabei, daran diese Namen so zu definieren, dass man sie hier in Kärnten dann auch für alle Karten verwenden kann, weil in den amtlichen Karten gibt es ja keine slowenischen Namen für Berge, Gewässer und das muss einmal erst definiert werden, damit das dann vor allem auch in Karten in Slowenien, auf Karten, die von slowenischen Institutionen herausgegeben werden, dann auch richtig ist. Also so viel zu den Interreg-Projekten, die auch sehr viel bringen, aber auch sehr viel bringen, wenn die Volksgruppe involviert ist, die da vermitteln kann und eben das auf eine andere Ebene bringen kann. Da sehe ich den Mehrwert. Ich glaube, das ergänzt sich sehr gut also mit dem, was wir heute auch gehört haben, mit der Darstellung Kärntens nach außen. Wenn man nicht nur Kärnten verwendet, sondern auch Koroschka verwendet, dann ist es wichtig, dass man auch intern weiß, wie bestimmte Ortsnamen, wie bestimmte Flurnamen auch in der slowenischen Sprache oder original heißen. Und diese Arbeit ist, denke ich, unglaublich wichtig, damit das äußere Bild mit dem
Inneren auch übereinstimmt. Aber interessant natürlich auch, dass es ein bisschen mehr braucht als nur Sprachenkompetenz, sondern auch eine Kultur dahinter, damit man Begrifflichkeiten dann auch richtig einzuschätzen weiß. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ist noch jemand, der eine Frage stellen möchte, einen Beitrag abgeben möchte? Ich sehe allgemeine Ermüdungserscheinung. Ich denke, wir können jetzt zum Schlusswort kommen, das haben wir noch Zeit. Und da wäre für mich jetzt einfach die Frage, was seht ihr unmittelbar jetzt in nächster Zeit anstehend, wo man sagt, da könnte man noch stärker sich positionieren, wirtschaftlich, politisch, damit das Miteinander in der Region noch besser wird, also ich meine jetzt in beiden Regionen besser wird, aber gleichzeitig auch, wo wir auch unsere eigene Wirtschaft, unsere eigene Kultur, unsere eigenen Sprachen noch stärken können. Was wäre da jetzt unmittelbar zu tun? Ich weiß, das ist jetzt eine leichte Überforderung. Es sollte ein konkreter Punkt sein, wo man sagt, also da könnte man in nächster Zeit wirklich dahinter sein und da könnte man gemeinsam dahinter sein. Wir hier von der Mohorjewa, genauso wie ihr in den verschiedenen Bereichen. Unmittelbar in nächster Zeit. Andreas, fange ich bei dir an. Du hast ja schon irgendwie genickt, also so wissend. Ja. Nachdenkend habe ich genickt, weil das ist natürlich die größte Herausforderung, weil es ist ja wunderbar, quasi im Überbau zu philosophieren, was denn richtig ist und das dann auf Ebene Erde zu bringen, weil ich nämlich wirklich gedacht habe, wir haben kurz geplaudert, Schulprojekt ist eine tolle Idee, ein Schüleraustausch, nur wenn man das auf 6 Monate macht, dann musst du bei den Kärntnern die Mama mitschicken. Weil wir in Wahrheit eine Situation haben, und ich habe das bei meiner Volksschule erlebt, ohne ins Detail zu gehen, wenn die Eltern das Schulgebäude nicht mehr betreten können, zweifeln sie daran, dass die Kinder die Schulklasse finden. Also hat vielleicht dann auch etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Man muss, der Aspekt, den ich mir notiert habe, auch natürlich, also ich glaube, auf kultureller Ebene sollte man den Austausch intensivieren, weil Kultur die Menschen einfach verbindet. Und durch den kulturellen Austausch dann sich andere Themen ergeben. Sprich dann auch, man kommt ins Gespräch und wenn man ins Gespräch kommt, dann plötzlich kommt man drauf, wir können uns auch wirtschaftlich unterstützen. Also das wäre eine sehr konkrete Maßnahme. Ob das jetzt ich kann das gar nicht im Detail sagen, Kooperation ist zwischen Universität Ljubljana und beispielsweise Musikuniversität Klagenfurt. Es gibt einzelne Projekte auf der Theaterebene beispielsweise, aber auch vertiefend volkskulturelle Aktivitäten. Wir haben einen sehr, sehr regen Austausch im Siedlungsgebiet der slowenischen Volksgruppe mit Slowenien. Die Frage ist, wie können wir diesen kulturellen Austausch auf das ganze Land ausweiten? Es wäre nämlich in Wahrheit einmal unheimlich spannend, jetzt auch den Oberkärntner Raum mit einzubeziehen. Gestern nur eine Randbemerkung, auch Diskussion im Landtag, so quasi ist es um Fragen des Naturschutzes gegangen, also die Fellacher Kotschnei kennen die meisten in den Raum, wird unter Naturschutz gestellt, Europaschutzgebiet. Die freiheitlichen Abgeordneten aus Oberkärnten dann formuliert haben, na, wir schauen ja auf Unterkärnten und wir unterstützen euch. Ich war zufällig, nur kleine Anekdote, bin schon fertig, zufällig gerade als Präsident im Vorsitz und habe dann gesagt, ja, das ist wunderbar, aber vielleicht sollte man das auch tun, wenn es um die Anliegen der slowenischen Volksgruppe geht. Ja, dann war leichtes Murren zu vernehmen im Haus, wie das so schön heißt. Nicht? Aber wenn es ganz konkret wird, damit ich nicht zu lange bin, ich glaube, der kulturelle Austausch ist der Schlüssel für weitere Kooperationsformen. Vielen Dank. Ja, danke. Ich habe
viele schon vorhin gesagt, ich setze besonders in der Wirtschaft, hvala Kristjan, Kristjan me opozoril, da ne slovensko govorim, danke ti Kristjan. No, to je znak prijateljstva, pa dvojezičnosti, to je en zeichen der Freundschaft und auch der Zweisprachigkeit. Jaz bi rad samo poudaril še nekaj, saj sem od samega začetka povedal, osnova vsega je znanje, je izobrazba, mi moramo delati na tem, da se bodo ljudje dobro lahko izobrazili, tudi na tem se tudi, ker osnova tudi kapital vsakega naroda je znanje in to bo potem tudi lažje, tako da bi jaz tukaj politiko tudi apeliral, da se bo tudi še kje druge učilo slovenščine, pa tudi malo več slovenščine, pa seveda tudi ostalih jezikov v naši soseščini. Bi pa rad tudi na koncu nekaj še dodal, gospa Marta, mi moramo prenehati, da bodo še naprej barikade na mejnih prehodih med Avstrijo in med Slovenijo. Mi moramo gledati na tem, da ne bodo več kontrole, kajti vse to kontrole so absolutne barijere in vse posod, kjer se postavljajo barijere, ljudje od samega začetka ne gredo tja. Sprva zopet če vzgane neke vrst strahu in poleg tega nihče noče imeti s temi, opustiti, da tako povem, ljudmi, ki so v uniformah kaj za opraviti. In tak bi tudi povedal, posebej gospod Ševicl, vidim, da vi zelo široko mislite, jaz bi tudi na vas naprosil, podzemite vse, delajte vse na tem, da bo čim prej prišlo do tega, da ne bo več prišlo do mejnih kontrol. Mi v Slovenski gospodarski zvezi skupaj z gospodarsko zbornico Koroške veliko na tem delamo, ampak na vse zadnje pa odloča politika. Ja, jaz moram reči, da sem na današnji lep večer prišla čez Ljubelj in da je obmejna kontrola potrebovala prav tisti par sekund, da se je potem posmejal in me spustil naprej, da ni bilo treba kazati osebnega dokumenta. In ja, upam, da bojo do takrat, ko bo politika uredila, da ne bo vsaj nasmehi in ne še slaba volja. Jaz mislim, da je osnova res čim več povezovanja na vseh področjih, na vseh možnih in zdaj, če sem že mogoče malo začela s turizmom, bom še v tem duhu res tudi zaključila. Ob zadnjem našem skupnem srečanju so naši gostinci, dobitniki Mišlenovih zvezdic in Mišlenovih krožnikov zelo poudarili, kako pomembni so za njih koroški gostje, kako veliko, kako cenijo dobro kulinariko na slovenski strani in seveda tudi z veseljem prihajajo. Po drugi strani vemo, da smo Slovenci po moje med zelo top 10 gostje na smučiščih koroških, da se tudi takrat znamo pa sporazumevati ne glede na jezik in da seveda tudi prepoznamo koroška smučišča kot izjemno pomembna za nas zaledje. Takrat se družimo, se znamo pogovarjati in čim več res sodelovanja, seveda povezanega še enkrat tudi na ta uradni način preko Interregovih projektov. Hvala gospod, da me je spomnila na projekt ledinskih imen, ki pri nas še vedno tudi teče in čakamo še kakšen skupen Interreg projekt, zato da ga bomo lahko nadaljevali, da je to res ključno za ta naš prostor. Hvala. Ja, aus Sicht der KELAG oder eines Energieunternehmens einfach nur die Bitte an die Politik in beiden Ländern, lasst uns arbeiten, bitte hört auf uns, wenn es um Fragen der Versorgungssicherheit geht, der Energiewende, wenn es darum geht, eine leistbare Energiewende zusammenzubekommen und vielleicht als Anregung schaffen wir es ja mal ein Windprojekt an der Grenze zwischen Kärnten und Slowenien zu schaffen, um damit die Versorgungssicherheit zu steigern und die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus dem Ausland zu reduzieren. Dankeschön. Und vielleicht einmal mehr eine Information in Gebieten, wo Kärntner Sloweninnen wohnen, auch in Slowenisch. Das darf ich zum Schluss noch anmerken. Und
insgesamt würde ich sagen, hat die Diskussion ergeben, wie auch die Tagung ergeben, dass völlig klar ist, also wir brauchen keine Festungen. Festungen schließen uns auch ein, sperren uns auch ein. Wir brauchen die Offenheit, wir brauchen den Austausch und das kann uns wahrscheinlich die größte Sicherheit geben. Und gleichzeitig brauchen wir Investition ganz stark in Bildung, denn das zukünftige Kapital ist die Bildung und nichts anderes. Ich darf zum Schluss noch einen abschließenden Gedanken bringen, der mir während der Diskussion eingefallen ist. Ich sagte da auch, dass wir nicht den Blick immer werfen sollen auf die 30% oder was es sind, die uns Sorgen machen, sondern auf die 70%, die auf der anderen Seite sind. Und das sage ich aus einem konkreten Hintergrund. Es war im Jahr 1924, also vor 100 Jahren, wo in Italien die sogenannte letzte Wahl unter Anführungszeichen, natürlich auch schon geprägt durch ein unmögliches Wahlgesetz, aber es war noch eine freie Wahl unter Anführungszeichen stattgefunden hat. Und in diesem Jahr hat es dann auch die Ermordung eines wichtigen Repräsentanten der Sozialdemokratie, damals Sozialisten, gegeben, Matteotti. Und da war die Frage, ist die Mehrheit der Demokraten imstande zusammenzustehen gegen die Minderheit der Faschisten oder nicht? Die Mehrheit der Demokraten ist leider nicht zusammengestanden. Wäre sie damals zusammengestanden, wer weiß, ob die europäische Geschichte etwas anders ausgegangen wäre. Denn Italien war ja letztendlich ein Vorreiter im Totalitarismus. Also insofern auf jeden Fall auch ein Gedanke für das Heute. Der soll positiv stimmen, der soll euch nicht jetzt negativ hinunterziehen, sondern sagen, wir sind jetzt gerüstet, weil wir wissen, was vor 100 Jahren passiert ist, weil man nicht auf die 70% geschaut hat. Also in diesem Sinne darf ich euch allen für das lange Ausharren danken, den Diskutanten am Podium vielen herzlichen Dank für die Inputs, die ihr gegeben habt. Christian Schwarz, Frau Eva Strauß, Benjamin Wakurnik, Andreas Scherwitzl. Möglicherweise können wir nächstes Jahr wieder sagen, also die haben einige Inputs hier gegeben und das ist schon umgesetzt worden im Jahr danach und dann werden wir es natürlich auch entsprechend an den Anfang stellen. Vielen herzlichen Dank.